Herzlich willkommen zum nächsten Teil von unserem Family Podcast. Mega cool, hast auch du wieder eingeschaltet. Wir freuen uns riesig, dass du mit dabei bist, wenn wir eine nächste Geschichte von Jesus, die er seinen Jüngern erzählt, hören. Ich gebe dir gerade am Anfang ein paar Hinweise, um welche Geschichte es heute geht. Und dann könnt ihr nämlich gerade in der Familie diskutieren, welche Geschichte das echt könnte sein. Der erste Gegenstand, der darin vorkommt, ist eine Tatwaffe. Das zweite, ihr hört es schon, ist Geld. Und das dritte, schaut hier hinten, ein Esel. Was könnte das sein? Bevor wir jetzt aber auflösen, um welche Geschichte es heute geht, möchten wir zusammen Gott anbeten, worshipen, ihn loben und preisen. Und darum stehen doch gerade wieder miteinander auf und dann werden wir das gerade zusammen machen. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Drum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Drum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Und weil alles, was mir halt gibt, mich verlässt, meine Sicherheit in dir, Gott, bleibt bestehen. Du bist mein Fels, mein fester Grund. Mein fester Grund. Mein fester Grund. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Du sagst mir, dass ich wertvoll bin. Du sagst mir, dass ich angenommen bin. Du sagst mir, dass ich wichtig bin. Darum bin ich gern bei dir. Du bist der mich geschaffen hat. Der mich beim Namen nennt. Der mich am besten kennt. Und sing ich jetzt zu dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen
sagst mir, dass ich wertvoll bin. Du sagst mir, dass ich angenommen bin. Du sagst mir, dass ich wichtig bin. Darum bin ich gern bei dir. Du bist der, der mich geschaffen hat. Der, der mich beim Namen nennt. Der, der mich am besten kennt. Darum sing ich jetzt zu dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Danke vielmals, hast du mir geholfen, sagte Simon zum Johannes. Ohne dich hätte ich die Leiter nie aufstellen können. Ist doch klar. Wir kennen uns ja seit wir ein Baby sind. Da hilft man sich doch. Da ist der Johannes und der Simon, die gemeinsam reden. Der Johannes geht wieder zurück in sein Gärtchen und es ist eigentlich ganz klar, dass sie sich gegenseitig helfen. Weil sie sind beste Freunde und dazu auch noch Nachbarn. Aber Johannes überlegt, was ist denn mit dem Levi, der dort unten an der Straße wohnt? Würde er ihm auch helfen? Der Levi, müsst ihr wissen, ist Zöllner. Und Zöllner sind eher verhasst von den Juden. Weil Zöllner sind Angestellte der Römer. Und die Römer besetzen das ganze Land. Sie regieren über Israel. Darum ist der Zöllner, der Levi, ist sehr verhasst bei den Leuten. Und der Johannes denkt schon so, ja, er tut mir ja leid und es ist nicht so lieb, dass wir das machen. Aber eigentlich ist er ja selber die schuld. Aber dann denkt er zurück an die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ein Mann ist von Jerusalem nach Jericho gelaufen. Der Weg war steil und steinig. Er musste durch enge Wege laufen, wo es viele Höhlen hatte. In diesen Höhlen haben sich Räuber versteckt. Und so ist er einfach mal gelaufen und gelaufen. Und er ist überfallen worden. Ihm ist alles genommen worden, die Kleider sind ihm ausgezogen worden. Geld und alles Haben, das er hatte, ist ihm weggenommen worden. Die Räuber haben sich schnell wieder versteckt, um auf den Nächsten zu schauen.
Ein Zeitchen später ist ein Priester den gleichen Weg gegangen. Als er den Verwundeten gesehen hat, hat es ihm gerade geruset und hat den Blick weggedrückt und ist schnell an ihm vorbeigelaufen. Nach einer längeren Zeit ist dann wieder jemand vorbeigekommen. Er war ein Levit, ein Gelehrter aus dem Tempel. Er hat dann den Verwundeten gesehen, ist erschrocken und schnell weitergelaufen, weil er Angst hatte, dass die Räuber noch nicht genug weit weg sind und sie ihn auch noch überfallen könnten. Ein längeres Zeit später ist ein Samariter den gleichen Weg gelaufen. Sein Eseli ist treu neben ihm hergelaufen. Er hat gesehen, am Strassenrand den verwundeten Mann liegen. Er hat Mitleid mit ihm gehabt, hat angehalten, hat geschaut, wie es ihm geht und hat ihm aufgeholfen. Schnell wie möglich hat er ihm die Wunde gepflegt. Hat ihm seinen Arm verbunden. Er hilft ihm auf. Und er versucht ganz langsam mit ihm weiterzulaufen. Sie sind gelaufen bis zum nächsten Hotel. Dort hat der Samariter am Wirt 2 Silberstücke gegeben. Und er hat gesagt: Wirt, ich will, dass du ihn jetzt pflegst, bis ich wieder zurückkomme, dass ich ihn dann weiterpflegen kann. Nachdem dass Jesus die Geschichte fertig erzählt hat, hat er seine Jünger gefragt: Wer von diesen 3 ist denn jetzt der Nächste für den Verwundeten gewesen? Die Antwort war ganz klar: der Samariter. Die Leute aus dem Tempel, der Levit und der Priester, die haben ja gar nicht geholfen. Die sind ja nur einfach schnurstracks daran vorbeigelaufen und es hat sie einen Dreck geschert. Aber der Samariter, der ein Ausländer war, der gar nicht gern gesehen war in Israel, der hat an dem verwundeten Mann geholfen. Jesus sagt: Macht es genauso wie der Samariter. Der Johannes war hin und her gerissen und hat nicht gewusst, was er machen soll. Und dann denkt er so: Ja, wieso sollte ich eigentlich nicht am Levi helfen? Wieso sollte ich ihm nicht helfen? Weil er ist immer alleine. Jeden Tag hockt er alleine vor seinem Häuschen in der Abendsonne, ganz traurig. Niemand redet mit ihm. Niemand bietet ihm Kuchen oder Kaffee an, um mit ihm ein bisschen zu plaudern. Ob echt Johannes heute Abend zu ihm übergeht und ihm Besuch gibt. Wir wissen es nicht, aber vielleicht trinkt er mit ihm schon jetzt ein Gläschen Wein. Mal schauen. Was ist das wieder mal für eine Geschichte, die Jesus uns hier erzählt? Es ist eine Räubergeschichte, eine recht brutale Geschichte. Sie hat auch ein sehr überraschendes Ende. Und zwar hilft am Opfer ein fremder Mann vom Volk der Samariter. Die Samariter waren zur Zeit von Jesus sehr ein unbeliebtes Volk bei den Juden. Sie haben mit ihnen nichts zu tun gehabt, sie haben nicht mal mit ihnen reden. Stellt euch vor, so eine Person hilft unserem Opfer und die guten Menschen von damals, auf der einen Seite der Levit und auf der anderen Seite der Priester, die bei den Juden sehr, sehr
gut angesehene Leute sind, die haben nicht geholfen. Ja, warum erzählt Jesus so eine Geschichte? Es geht ihm darum, seinen Zuhörern zu erklären, wer das ihr Nächste ist. Im Alten Testament haben die Zuhörer oder die Juden damals schon gelesen, den Vers «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst». Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das haben sie also gewusst. Aber wer ist mein Nächster? Ist es nicht eine Frage, die wir uns heute auch noch stellen, wie die damals? Und Jesus sagt, unser Nächster ist nicht nur unser bester Freund oder unsere Schwester oder unser Bruder. Jeder kann unser Nächster sein. Sogar jemand von einem anderen Volk oder der uns nicht so sympathisch ist oder jemand, den wir noch nicht kennen. Und das ist doch mal cool, oder? Stellt euch vor, ihr helft jemandem, den ihr noch nie vorher gesehen habt. Für diesen Menschen müsst ihr doch wie ein Engel sein, der direkt vom Himmel geschickt worden ist. Das sind doch coole Stories. Und jetzt möchte ich, dass ihr in der Familie zusammen besprecht, ob ihr schon mal erlebt habt, dass euch geholfen worden ist von einem Fremden, von einem Feind, von jemandem, der euch nicht sympathisch ist. Einfach von einer Person, wo ihr das nicht erwartet hättet. Ich habe auch schon so Sachen erlebt und ich finde das mega cool, wenn man einander das erzählen kann. Zweite Frage, wenn wir dann gerade schon dran sind. Habt ihr schon mal können für jemand anderen so überraschend helfen? Jemand, den ihr vorher noch nie gesehen habt oder jemand, den ihr nicht so gut kennt habt. Was habt ihr dann gemacht? Wie habt ihr geholfen? Besprecht das miteinander besprechen und dann schaltet wieder ein. Hey, ich bin sicher, dass ihr gerade eine recht coole Austauschrunde gehabt habt und ich hoffe, es hat euch ermutigt, auch in dieser Woche mit offenen Augen und vor allem mit einem offenen Herz durch eure Woche zu laufen und zu schauen, wo das ihr jemanden findet, wo ihr etwas Gutes tun könnt. Und vielleicht ist es sogar jemand, den ihr gar noch nicht so gut kennt. Hey, steht doch auf und macht mit uns noch mit bei den nächsten 2 Songs. Du schaust fürs Essen, du sorgst für Schlaf. Du schenkst mir Freunde, du kennst meinen Tag. Gehst mir voraus, machst meinen Weg hin. So lauf ich sicher, so lauf ich sicher. Was ich kann machen, kann ich weg dir. Du hast mich geschaffen, hast Freude an mir. Bist einfach immer, immer mit mir. So lauf ich sicher, so lauf ich sicher. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir. Ob ich jumpen oder kein, nie bin ich allein. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir. Ob ganz vorne oder am Schluss, nie lässt du mich aus. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude. Deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude. Deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude. Deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude. Deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir. Ob ich jumpen oder kein, nie bin ich allein. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir. Ob ganz vorne oder am Schluss, nie lässt du mich aus. Hey, sag mir, wer hat all die Blumen gemacht, in ihre ganze Farbe gebracht? Und wer lässt Vögel fliegen? Wer hat Sonne an den Himmel gehängt? Und wer hat mir mein Leben geschenkt? Jetzt kann ich gerade staunen. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Wer hat all die Blumen gemacht, ihre ganze Farbe gebracht? Und wer
lass Vögel fliegen. Ja, wer hat Sonne an den Himmel gehängt und wer hat mir mein Leben geschenkt? Jetzt kann ich grad nur staunen. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Herr. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Herr. Du bist es, du bist mein Gott, bist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Du bist mein Gott, bist mein größter Herr. Du bist mein Gott, bist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Du bist mein Gott, bist mein größter Herr. Ja, du bist Gott, bist der größte Herr. Ja, du bist Gott, bist der größte Herr. Damit ihr als Familie die Geschichte vom barmherzigen Samariter gerade nochmal miteinander vertiefen könnt, habe ich euch wieder 2 Ideen mitgebracht. Vielleicht habt ihr meine Kinderbibel wieder erkannt, die habe ich schon mal dabei gehabt. Ich habe hier daraus die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die ich gerade auf diesen 2 Seiten finde, rauskopiert und nachher verschiedene Teile ausgeschnitten, damit es ein Puzzle gibt. Diese Vorlage findet ihr wie immer auf unserer Family-Website. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ist die Vorlage aus eurer eigenen Kinderbibel kopieren und ausschneiden oder auch im Internet den barmherzigen Samariter eingeben und dort ein Ausmalbild abladen, wo ihr nachher Puzzleteile ausschneiden könnt. Jetzt ist ganz wichtig, für das Puzzle macht es am meisten Spass, wenn ihr es nicht einfach alleine macht, sondern wenn ihr das gerade als Familie zusammen macht. Darum, Tabea und Jean-Luc, kommt doch ganz schnell zu mir führen. Ihr dürft euch je 2 Teile schnappen, ohne zu schauen, welche das sind. Und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, um miteinander das Puzzle zu machen. Oh, ich habe gerade ein bisschen langweilige verrutscht, nur mit Text drauf. Mal schauen, wie es bei euch aussieht. Die Weg passt Die ganz passt. zusammen. Ja, genau. Ja, okay, dann ist es natürlich nicht schwierig. Einfach. Und das gehört aufs da. Dann gehört bei mir noch eins auf diese Seite und auf die. Ihr seht gerade, wir haben hier noch völlige Teile, die verwenden wir jetzt nicht, weil ich glaube, ihr habt herausgefunden, wie das Spiel geht. Und das Coole an dem finde ich auch, dass es gerade so gut wie in der Geschichte auch zeigt, dass man einander helfen kann und so auch miteinander zum Ziel kommt. Dann, die zweite Idee hat mit dieser WC-Rolle zu tun. Und zwar, wenn ihr, wie der barmherzige Samariter, jemandem möchtet helfen, müsst ihr natürlich auch wissen, wie dass man dann jemanden verbinden kann oder eben so einen Verband machen. Dazu könnt ihr eine WC-Rolle nehmen und das zum Beispiel bei euch selber einmal ausprobieren. Da muss man ziemlich vorsichtig sein. Oh, wie ist schon verrissen, jetzt muss ich nochmal anfangen. Weil das passiert nämlich sehr, sehr schnell. Ich tue da gerade mal mein Bein einbinden. Ihr könnt das aber natürlich auch in der Familie ausprobieren, sodass zum Beispiel ihr am Papi das Bein oder den Arm einbindet oder vielleicht eurem Geschwister den Kopf einbindet. Und so könnt ihr das gerade ein bisschen üben wie der barmherzige Samariter. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Ausprobieren. Zum Schluss möchte ich gerne noch für euch als Familie beten. Jetzt lasse ich hier den Verband in dem Fall gerade dran, der stört ja zum Glück nicht zum Betten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für die neue Geschichte, die wir wieder hören dürfen. Danke, dass wir lernen von dir, wer das unser Nächster ist und wer das unsere Hilfe kann brauchen in unserem Alltag. Und ich bitte dich, dass du die Familien segnest, dass sie einander dürfen die Nächsten sein, dass sie beieinander dürfen sehen, wer was braucht und dass sie einander dürfen helfen, dass sie aber auch dürfen offene Augen haben und ein offenes Herz haben, vielleicht für die Menschen, wo sie selber gar nicht daran denken würden, dass sie für die etwas Gutes tun oder ihnen irgendetwas lieb tun. Sind gesegnet mit Freude am Helfen von anderen und sind gesegnet mit einem tiefen Frieden in eurem Herz. Amen. Und bis zum nächsten Mal.